Ein Hauch von Mikroplastik. Ja, bad news, a Bärflasche gouf Mikroplastik von, sowie auch an andere Lebensmittel. Mikroplastik ist leider überall. An den Meeren, am Boden, an der Luft. Und auch der Mensch ist nicht verschont. Oh my. Wir holen ihn durch die Umwelt ab, indem wir ihn anatmen, am Essen und trinken. Merd. Oh, wie schlimm ist das? Aber das hängt von verschiedenen Faktoren auf. Erstens der Zucht von Plastik, also der chemische Zusammensetzung respektive ob es schädliche Zusatzstoffe enthält. Das prominenteste Beispiel ist wohl der BPA, den unseren Hormonhaushalt steuert. Und zweitens hängt es von der Größe von Mikroplastik auf. Das bestimmt nämlich, was am Körper damit geschieht. Wenn er klein genug ist, kann er von Zellen oder Gewebe abgeholt gehen und da potenziell Schuld anrichten. Wenn er per Konter so groß wie Sandkerne ist, da geht er vom Körper ausgeschieden. Get out. Good News! Forscher denken, dass unser Körper den größten Teil von Mikroplastik lasst. Ma am Allgemeinen als Studielach zu den negativen Effekten auf den menschlichen Körper noch relativ dünn. Ich kenne zwar schon Hinweise darauf, dass Mikroplastik Entzündungen hervorrufen kann oder die Reproduktion an der Wurzeln beeinflussen kann. Na, das Experiment von Hundieren oder just menschlichen Zellen durchgeführt, aber mit viel mehr hohe Konzentrationen von Mikroplastik, die an der Natur normalerweise nicht vorkommen. Zumindest noch nicht. Also, es gilt, was beim Bär am Anfang generell zutrifft. Alles am Mosen. Prost!